Willkommen CL YouTube-Channel mat mir dem Sam fir en anderen YouTube Opening anzwer vun engem neuen Yugi Display so der Rarity Collection 5, die den 9. April rauskommers bei uns an Europa am TCG. An Rarity Collection 5 ass e ganz besonderschen Display. Anzwer ass no iwwer 25 Joer Yu-Gi-Oh! Et endlich soweit dats Yugi och lo Overframe Cards huet. Overframe Cards die schon fir allem als Pokémon kann. Datcht dat so das Bild vun der Karte iwwer köcht rausgeht. An dat das so, dats mir Rarity Collection verschieden Karten hunn. An anderem Dominus Purge, Kurikara, Dragoon, dat sie so Karten, die letzt Joren meterrelevant waren oder sinn, déi so Overframes hunn. An die Overframes können entweder als Rare dosinn oder als Starlight Rare. An Starlight Rare ass natürlich viel Medaier, wobei d'Rare auch schon der gut Steck kascht. Neben denen Overframe Cards as awer nach bis ancher Spezielles an dem Display dran. Anzwer hummer do och verschiedene Karten, Aalkarten, Bekanntkarten mat alternativen Artworks. Da das so, da sind zum Beispiel ein Ashplot zum Wort, ein ganz bekannt Jugendkarte an der kompetitiver 10, die einen chinesischen, japanischen Text op der Karte stehen hört oder ein Dimension Shifter, den op der Karte stehen hört bei, was natürlich bei so einer Karte ist mir iconic aus, weil die halt sieht, dass der Friedhof du kannst benutzen, der Tisch du kannst bei zu dem Friedhof so an Allpark sind 5 Karten dran an verschiedene Raritäten kann sehen, dass bei dynamisch Karte zweimal dran run an muss man Display hochkriegen, das finanziell verfehlen. Das war Karte dran und dynamisch Karte an 2 verschiedene Raritäten an das geht von Secret Rare über Platinum, Rare, Ultimate, Starlight, also das von allem dran. Ich gebe so, wir schwätzen mir lang, wir machen Packs ab, gucken aus und was wir zählen, auch vielleicht zählen wir ja sogar die ein Overframe Card. So, 5 Karten pro Pack, dann fängt man mit unserem ersten Pack an. An heuer ist von den Karten, wo ich direkt gesucht habe, das mit seinem alternativen Art wird mit der japanischen Schrift drauf. Tour Guide from the Underworld, dann haben wir das da Leader Dragon, Nummer C104, die bis 4 in dem heilen Reprint ein 30-50 Euro Karte war. Dann haben wir Elixir an heuer schon direkt bei dem Pack der hat gesucht und wir die nämlich Karte zweimal dran, ein Geheuer an einer Rare und ein Geheuer an einer Secret Rare. So, kommen wir den zweiten Pack. Ich meine, bis mit oben, schau raus und die Karten nehmen wir schon noch nach rein. Das war mal ein gut Karten, dass man die können hinterlegen und dass ihr als Zuschauer die auch könnt die ganze Zeit gucken. So, machen wir mal weiter. Mods Fateful Adventure. Im Set die Glory of Horus. Sport Jets. Ein Deck war das, was ich mein echt kompetitiven Decks war. No Sky Striker. Dann Dogmatica Nation. Und als Starlight wäre ein Vanquish Soul Raisin. Deck wat im Moment noch ganz mitrelevant als an Jeno Bandis auch noch mitrelevant bleiben wird. So, kommen wir nächste Pack. Wir haben Dark Magician Girl, relativ bekannte Karte. Raigeki. Dann Dark Lord. Spike Blue. Sulfur Code Pool, ja. Auch als Secret Rare. Genau. Bei den Highpack das wichtig, dass in dem Proper aufmischt, dass du nicht irgendeinen Karten drucket, weil wann ihn dann an dem Pack soll ein gut Karte wieder natürlich ganz unglücklich von die schon gibt beschädigen. Dann halt Raisin, also eine alternativen Art wird mit dem mit den Knappschiff dazu in Fighting Game wir dann ein bisschen die Sparta auch gut, dass den Reprint wird, den Skull Red Dragon,
dann Bossmonster von Memento an mir hun Vision von Radiant Typhoon wat ein Quickplay aus die auch an andererseits gespielt wird wie Skystriker oder so einfach als kleinen Draw Engine. Dann haben wir Monster Reborn, auch am alternativen Artwork. Dann ein Elixir of Black Awakening. Wir haben ein Generator-Card. Wir haben ein Generator-Card direkt an drin. Das ist der Arm, das müsste Collectors schwer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann ein Infinity Track Challenge. So, machen wir weiter mit Fateful Adventure. Das kommt auf Starlight. Dann Super Quantum Macbeast. Linguribo. Knights for Serpent. Den Brick war nicht mit Zuru gespielt. Mit das kann der Brick am Schänen. Und Trap das Shoot. Ein Kart für Gold-Format. Auch für Addison mengen nicht. Wir sind schon ganz sicher. Gold-Format ganz sicher. Addison müsste auch sehen. Entschuldigt. Die ganz lang Key-Reprint-Code. Die dafür extrem da sind, dass 2 Formate Gold an Alice sind relativ belegt bei an der Community, dafür ganz gut, dass die noch endlich Reprints gut. Und dann halt Solemn Judgment an der Starlight mit dem alternativen Artwork, wirklich ganz cool. Photon Delta Wing, Dragon's Mind, auch das Rarity Upgrade, Sword of Continuing Light, auch ein ganz alte Karte. Und dann Special Schedule. An dem Heulen müssten wir dir bis da als gehabt tun. An einem Tag, da hast du schon nicht schlecht. Machen wir weiter. Macht Laundry Dragon Maid auch alternativ Artwork. Lolly Load. Ein Engine, die ganz klein relativ viel Kraft hat. Natürlich auch gut, dass die halbe Reaping gut. Oviraptor. Halt kleine Funfact. Dinos waren das echt Deck, weil ich hier gespielt habe. Schon mal einen Structure Deck von Dinos so gefangen und da war Oviraptor ein anderem auch dran. Dann ein Schedule und ein Words of Concealing Light. So, du hast das schon ein paar aufgemacht, nämlich 10, 4, 6, 8 müssen das sind. Das ist ein Drittel von dem Display schon durch. Bis du aus der Ausbeute schon ganz so schlecht, für ein paar ganz schöne Karten. Starlight für Solemn Judgment, Starlight für Raisin, sind so manche Highlights, die man bis gezogen haben. Aber vielleicht kriegen wir hier auch noch einen von denen ganz berühmten Overframe-Karten. So, wir haben Mystical Space Typhoon, auch ein ganz lecker. Ich habe das Shoot noch einkehren. Dann den DDD Marksman. Dann Scrap Camera, auch bei den Dino kann gespielt gehen. Dann Raisin am Secret Fair zum Schluss. So, da haben wir den Golden Lord am alternativen Artwork auch mega cool, wie du einfach sitzt und an das Nutz denken. Spot Chat. Stake Your Soul. Yummy Field Spell. Und Yummy Surprise. Ne, du hast jetzt Starlight, weil das müsste Platten im Secret werden, nicht tun normalerweise. Korrigiert mich, wenn ich das falsch habe. Ich sehe bei der Rarität drin. Kann ich mich ein bisschen aus, aber ich bin auch nicht den allergrößten Expert. Ich bin mehr beim Spielen, dann, wo ich mich besser auskenne. Dann Ragiki am alternativen Artwork. Dann haben wir Mayakashi mit Fire King, Yummy Surprise und Primal Dragon Barrel. Der ist auch vom Primal Engine Monster, weil den immer während sicher will. Was da continues immer für gezogen und Bloody Load. So, mal weiter. Trishula, Quick Launch, The Dragons anerkennen Dragon Karte, das natürlich dann mega passend. Dann Chaos Angel und Platinum Gadget. Chaos Angel auch eigentlich von den Karten gut, ganz gut, dass du mal endlich Reprint tun. Eine 20 Euro Karte. Für Reprint. So, und dann halt ein von den ikonischsten Karten überhaupt Yugi. Den Ring Dragon of Ra, von den 3 klassischen Göttermonstern, hat auch an einem alternativen Artwork. Leider an einer nicht so hohen Rarität, mit trotzdem als immer froh, wenn ich den zieht. Einfach weil der so ikonisch ist.
dann en Stick Soul Platinum Gadget Nightsword Serpent Münnen Albion am Starlightschwer Albion ein Monster wat kompetitiv sind relativ polarisiert für Branded extrem wichtig also einfach auch schon oft benutzt gehen für relativ viel Quatsch zu machen nenne ich mal so. Müssen wir am 2 Drittel durchziehen nach kein Overframe gezogen nur gucken ob das noch könnt und dann Malice White Rabbit Malice entdeckt was ich ganz lang gespielt und dann auch noch immer spielen kann sehen dass das an den nächsten Moment ändert für den Brit bestattet dann extrem dass ich die White Rabbit am alternativen Artwork gezogen habe. Dann haben wir die Films wie Flag immer Archfield Synchromonster Quick Launch Einkehr an den Oviraptor am Chainen am Secretware. So, dann ein klassisches Monster aus den ganz alten Zeiten, nämlich den Joey sein Bossmonster, den Red Eyes Black Dragon. Auch hier am alternativen Artwork gesagt, erzählt schon noch ganz vor das. Fandri eine Karte, die auch ganz lange Reprint gebraucht wird, das ist ganz gut, dass man den lohnt. Dann Danger Monster, Songs of Dominator, was mir gut, dass den drauf wird, und Infinity Car Western. Also Pack mit ganz viele Karten, der Fandri Zustück, die ich schon lange Reprint gebraucht habe, dafür, kann ich das bekloren. Wir machen weiter mit Nibiru am alternativen Artwork. Das ist natürlich auch mega cool, dass Nibiru auch einen ganz bekannten Handshop am Yugi. Den Albion, die Unicorn, dann Quantum Blue Layer und den DDD Marksman. So, wir haben nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, lösen wir bei 2 Drittel. Nach 8 Packs Doppelung ist immer du, dass man ein Overframe zählen, vielleicht sogar Starlight Overframe. Das wird natürlich der beste, was geschehen, wir lösen das mal einfach überraschen. Und hier aus der Shifter, von dem ich geschwärzt bin, mit dem Buy für seine Karte. Kann ich so, dass der toxisch ist, kann ich so, dass getrollt ist, aber ich fand ein bisschen witzig. Ernest Getule, Dragon's Mind, The Barrel. Und wir haben Lancea, was für Ice Barrier Deck benutzt wird. Da op nächsten Moment gut, da kann du kein Karte, dass das Punk Jam Dragon Drive oder einen ganz alternativen Artwork gesagt komplett anders das heißt wie normalerweise nicht schlecht. Dann Nightsword Serpent, dann Generator Bossmonster, dann Black Awakening und Rocket Tracer, den auch am Moment am aktuellen OTS ein Ulti Mage Rare Rarität ist. Dafür halt einfach eine andere Rarität. Das wird wie gesagt Platinum Sequencing korrigiert an den Kommentaren, wann falsch leihen. Mehr bis das normal sind. Dann Compulsory Action, auch ein ganz alter Trap Card. Skull Dread, Yummy Surprise. Dann ein Kadalta Wing. Und den Garunix am Secret Rare. Die müsste mal auch schon ein Secret Rare holen. Für. Dann haben wir Pretty Memory, Axis Michaelis, dann Quantum Blue, Delta und Stake Your Soul. Wir kommen bei der Let's Pack. So, die habe ich ganz schlecht aufgemacht, du wirst wahrscheinlich eine gute Karte sind. Ne, das ist aber okay. Das nächste Karte kommt, das ist das Allerwichtigste. Dann ein anderes Iconic Bossmonster, nämlich am Starlight am alternativen Artwork Obelisk der Peiniger, dem Kalber sind Götterkarte, die der Yugi dann an der
Hallefinal miss vum Battle City von der dem Kaiber aufgeluxt huet. Da Raisen die normalsche Pumme gezogen, den Saronier, Exister Michaelis an Darklord X. So. Machen wir weiter. Mod Scapegoat, Dragon Archfiend, Infinite Tracker was da. Dann haben wir den Star Leader Dragon, Arme und Scrap Chimera. Und wir kommen bei der letzten Pack. Das von der letzten Seite. Bleibt spannend bis zum Schluss. Wir holen Ghostmoner, Psy-Reflector, den hat man noch nicht gezogen. Dann Kirin auch noch nicht gezogen. Ich habe das schon, die hat man schon mal. Und Dragonsmite als Secret Rare. Und dann das allerletzte Pack. Ist halt ein Overframe dran, oder nicht? Ich meine, wir werden nicht allzu lang. Mal einfach ab und dann gucken wir uns die Sache an. So, wir haben Pot of Aravis, Infinity Check Riverstormer, Psy Reflector, Saria Skuldred und ein Generator Bossmonster. Die ist leider kein Overframe-Card, aber trotzdem ein ganz flotten Display mit ganz allen klassischen Karten, neue Karten, Karten, die einen Reprint gebraucht tun. Ich meine, den mein persönlichen Highlight ist definitiv die High Card, nämlich den Liste Peiniger als Starlight Rare mit tiefen Artwork. Sieht halt einfach mehr cool aus. Und für den Rest hoffentlich ihr hat das Video gefallen. Ich stelle merci für nur gucken. Bei Fragen schreibt das ganz gerne an die Kommentare ran. Und für den Rest so ein bis nächstes Jahr. Adi.